Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Ein Thema, das ich schon eigentlich kurz abgegraben habe, weil ich natürlich auch mal von Zeit zu Zeit keine Themen, die ich eben halt vertiefen will. Heute geht es das Thema, wo ich auch gespart habe von Regeln. Es sind nicht unbedingt die Person, die sagt, ja, Regeln am Sinne von, du musst so und so. Aber auch wenn ich mit Leuten, die bei mir an der Coaching kommen, gehen halt zwei Grundregeln, sagen wir mal so, die ich den Leuten mit auf den Weg gehen, weil sie sich mit der Zeit einfach bewahrheiten, wird mal so auszudrücken. Das ist keine Sache von Kommando, du musst so und so sehen. Aber vielleicht eine Invitation, den einen, den anderen, was Sachen nicht richtig laufen, was kann und sich Basis sind, für was die Sachen nur nicht richtig laufen. Und sogar auf meinem Zettel, den ich für das Coaching gebrauche, da steht unter anderem die zwei Dinge, stehen zwei Regeln drauf. Die erste ist, und ich werde auch weiter drüber gehen, die erste ist, bleibt bei der, und die zweite ist, jugiert die Situation und nicht der Mensch. Da sind da viele, die sich so ein bisschen am Denken so, ja, was das von der zum Beispiel bei der jugiert Situation und nicht der Mensch, dann lasse ich denken, ja, mir fand das ein Arsch ist, und ich will auch darüber nach Kehren angehen, und noch par rapport zu dem Punkt, von wie ich so, und bleibt bei der. Das ist die zwei Regeln als Grundbasis absetzen, leihen weniger daran, dass ich dem anderen den Matten will erklären, du hast so und so zu funktionieren, aber das Ganze einfach ein bisschen energetisch zu gucken. Das heißt, wenn ihr hingeht und das sehen mit den Gedanken die ganze Zeit bei dem Mann, das heißt, das ist in einer Streitsituation und das ist bei den Gedanken bei dem anderen, dann ist ihn energetisch gesehen erstens mal am Gang dem Energie aufzugehen, zweitens möchten sich mehr von dem anderen, von dem seinen Handlungen aufhängig, weil jetzt schon par rapport zu einer Situation kann der Fall sein. Und dann also hingeht und das erklärt dem, dass er bei sich bleibt, dann kann er mit der Zeit lernen, okay, erstens, was sind meine Handhabungen an der Geschichte, den anderen mal einfach aus der Ferne los, wo sind ich am Gang, meine Handlung und den anderen zu verknüpfen, das heißt, ich kann nicht das machen, wenn den anderen, und ich mache immer, das jetzt nicht, Forderungen voraus, die den anderen entweder gar nicht will ergehen, beziehungsweise nicht kann ergehen, das könnte immer auf Situationen, also ich will den anderen noch nicht vollkommen als schlecht jugieren, das könnte schon immer auf die ganze Situation an. Wo ist meine Responsabilität an dem Ganzen? Weil das alles schön gut, wenn der Empfänger auf den anderen Weise dann schaut, bei dem anderen Sicht. Ich habe mal einen Chef, den hat immer gesagt, wenn der Fehler geschieht ist, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, Zeit jemanden zu verschwenden, herauszufinden, wen der schönste ist, oder ob man die Zeit nicht soll gebrauchen, für eine Lösung zu finden, für das den Klimaeisung als Situation zum Beispiel auch einmal rausgeholt wird. Und dann ist immer auf dem zweiten Punkt von wegen, eine Situation zu jugieren, und nicht Person. Auch hier leidet an erster Stelle, schwätzen wir mal ganz global an, bei so einer Sache, die das öfter bei verschiedenen Tarotleuten findet, die da mengen, wenn ich mit einem auseinandergegangen sind, dann gehen die bei in den Quartele, die egal ob der Tarot oder normal ist, und dann erzählt den anderen, den Quartele erklärt uns dann, wie den anderen drauf ist. Das heißt, erstens einmal gehen die Karten 99,9% immer negativ gewährt, weil natürlich will der Quartele als gut durchstehen, nur weil er schon nicht als Klient verlieren. Das heißt, die Chance, dass der nicht da sieht, wo ist schon mal für einen Dinger ist nicht geputzt. Ich weiß es nicht. Da wir auf der Regel Nummer 1, bleibt bei der. Wir jugieren eine Person, die gar nicht dabei ist, wo man nicht alles wissen. Und sogar auch von einer Streitsituation den anderen effektiv ganz lieb ausgedrückt in Arsch ist, dann ist also ganz wichtig zu merken, dass wenn wir die jugieren, da sind wir am Fokus bei dem anderen, da sind wir bei dem die Energie aufzugehen, und wir können nicht an unseren eigenen Handlungsmöglichkeiten bleiben. Par rapport zu wenn eine Situation jugiert, und noch da darf man mal so ja, die Situation ist gerade scheiße, aber es kann so viel mehr objektiv eine Situation par rapport zu der Art der Situation selber, par rapport zu sich selber,
ich nenne ganz physischer gesagt wie objektiv betreten. Natürlich guckt man es als Sicht subjektiv, mir dann haben wir die zwei verbunden, die zwei Regeln am Sinn von, ich gesehen die Situation so, ich jugieren sie so, kann ich kontrollieren, inwiefern mein Jugement richtig ist, und zweitens, was kann ich machen mit der Situation, die ich so an so jugieren, für das von meiner Seite, ob man es alles gemäht gehen ist, für das die Situation besser gehen ist. Und dann gerät ein bisschen aus den Kodependenzen heraus, die des Öfteren in der Welt sind, wenn an einer Situation ist, besonders wenn die nach einer Leute betrifft. Das heißt, es geht nicht darum, hinzugehen zu sagen, ich bin ein guter Mensch, ich jugiere den anderen nicht, aber wirklich klar zu sagen, es geht gar nicht darum, ein guter Mensch oder nicht. Ich werde doch übrigens nach einen Podcast machen. Aber was nutzt mehr, dem anderen die Energie zu gehen, an meinen Fokus auf den zu haben und dadurch vielleicht zu verpassen, was für ein Auswehr, was für Lösungen zu der Situation gehen, die den anderen gar nicht betreffen, mir mich, weil ich gerade an diesem Moment wichtig sind und ich bei mir will bleiben. Das heißt, ich mit irgendwelchen anderen Dinge komme, wo ich ganz oft an Richtungen habe, wo Leute meinen, das und das muss als Regel sehen, so wie ich doch erklärt habe, von wegen Wicca, wenn es etwas Schlechtes ist, dann kann das dreimal auf dich zurück. All die Dinge spielt und sich grundlegend an erster Stelle keine Rolle, solange man nicht mal an erster Stelle sagt, okay, an der Situation, was das meine Position in der Situation, was das meine Responsabilität an der Situation, und auf der anderen Seite von wegen, also bei euch selber bleiben, und auf der anderen Seite von wegen, inwiefern, was kann ich an der Situation machen, dass die anderen nicht betrifft, wo mein Fokus nicht auf den anderen geht, so gut, wenn den anderen mich an die Situation bringt. Ich gebe euch ein ganz banales Beispiel. Da sieht man im Auto in der Weg, until den erst 4 fährt. Was nutzt es euch alle Guten, als 4 und über den abzurechnen, den als 4 fährt kommen wird? Dem ist das scheißegal, weil den er schon fort. Am mehr dadurch, dass man nicht bei euch sieht, mehr bei dem, und auch die Situation nicht jugieren, mehr hin jugieren über den Arsch, sehen wir von unserer Seite aus nicht mehr Dinge, dass wir also Fokus auf der Straße haben, ob der mehr immer noch in der Weg sind. Das ist so ein banales Beispiel, aber trotzdem, also das Beispiel, was am Mengen gut als Idee ist, von wegen, das könnt ihr auf alle Einzeldinge umsetzen, auf alle Einzelsituationen umsetzen. Heißt das, dass wir ein komplett Macht über diese Dinge haben? Nein. Aber zumindest, wenn wir irgendetwas gemacht haben, und wir auf unserer Seite probieren zu klären, dass sie mir wenigstens mit uns selber am Rangen. Und das ist an erster Stelle das, was wichtig ist, weil da können wir auf jeden Fall keine Reprochen an uns selber machen, ein weiteres Thema, was ich weiter bringen, und wir können so, ich schon mein Teil gemacht. Insofern, wie gesagt, wenn ihr seht, oh, eine gewisse Richtlinie will ich auch gerne haben. Regel Nummer 1, bleibt bei der selber. Regel Nummer 2, jugiert Situation, nicht Personen. Also auch sich selber nicht bei den nicht Personen. Auch euch selber nicht jugieren, aber just, was das machbar, nicht seine Schuld. Mir wie gesagt, das wird nach weiteren Dingen gehen, nach weiteren Podcast gehen. Insofern hoffe ich, dass ich etwas Kleines mal auf den Weg kommt gehen. Ich merci wie immer, und nach einer schönen Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht.